Ich mache Musik seit über 100 Jahren, doch kein einziges Stück hat bisher eingeschlagen. Vielleicht sollte ich mehr Liebeslieder bringen und atemlos ein Lied für die singen. Für den Erfolg gebe ich alles, zwar singen mir's nicht an, doch ihr glaubt gar nicht, wie tief ich mich bücken kann. Denn ich wär so gerne prominent, damit mich jeder Mensch gleich erkennt, yeah. In der High Society wär ich gern der allergrößte VIP, Für mein Frühstück bezahlen's wieder lauter, müsste ich nie, yeah. Ich würd wichtig in jeder Talkshow sitzen und herrlich blöd von jedem Titelblatt grinsen. Mit den besten Freunden, die ich mir leisten kann, nach Afrika zur Elefantenjagd fahren. Daheim würde ich dann betroffen Charities machen, für hungernde Biafras oder irgend solche Sachen. Mein Schwarzgeld würde ich in die Schweiz transferieren, meine Freundin zur Firmung neue Brüste spendieren. Ja, ach Gott, ich gerne prominent, als Casting-Juror oder als Filmproduzent. Die Besetzungscouch mit Kunststudentinnen immer voll belegt. Deren Kenntnisse in Griechisch und Französisch, für das was zählt. Doch mein Vati ist kein Industriegigant, Mutti nicht beim ORF, mit Meindl bin ich nicht verwandt. Mein Hund ist nicht reinrassig, bei mir nur die Krampfadern blau. Meine Freundin kommt nicht aus Monaco, sondern aus einem Simmeringer Gemeindebau. Doch wär ich gerne prominent, damit mich jedes Arschloch gleich erkennt. Ihr Pussy, servus, ihr Pussy, Pussy. In der High Society wär ich gern der allergrößte VIP. Für mein Koks zu bezahlen, müsste ich wie mehr. Oh yeah. Pussy, Pussy, Baby, Pussy, Servus. Das ist eine Begrüßung. Damen und Herren, mit Applaus und Bussi Bussi. Herzlich willkommen hier auf Rausch 94.0 im Freien Radio in Wien. Mein Name ist Birgit Denk und das war Harald Pomper. Letzte Woche war er live zu Gast hier am Donnerstag. Wie immer von 14 bis 15 Uhr Musik aus Österreich. Und da war es am Zungenschlag natürlich unschwer zu erkennen. Harald Pomper aus Österreich, Kriterium erfüllt. Außerdem hat er sich selbstständig bei mir angemeldet, dass er gern vorbeikommen mag. Deshalb habe ich ihn dann gleich eingeladen, deshalb war er da und deshalb hat er gleich, ganz wichtig, seinen Termin promotet, dass er nämlich gestern gespielt hat in Maera. Ja, also für alle, die sich jetzt denken, na geh, letzte Woche habe ich nicht zugehört und jetzt gestern kann ich auch nicht mehr hingehen. Kein Problem. Harald Pomper ist natürlich auf Facebook auf seiner Homepage zu finden. Harald Pomper und dort können Sie weiter Termine suchen und finden. Pomper Live, das Album. Der Lack ist ab, von dem ich gerade eben das Lied prominent abspielen durfte, mir möglich war, weil er mir die CD da lassen hat. So, wie jeden Donnerstag Musik aus Österreich.
auch heute wieder mit wunderbaren Gästen, die bereits mit einem langen sogenannten Kaffeezahn neben mir Platz genommen haben. Der muss natürlich sofort gefüttert werden, der Kaffeezahn. Und bevor wir Sie persönlich gestärkt mit Koffein begrüßen, gibt's natürlich Musik aus Österreich. Der liebe Norbert Schneider, seines Zeichens musikalischer Wunderwutzi. Das hat er von mir hiermit bekommen, diese Auszeichnung. Der wird in Kürze seine CD-Neuaufnahme präsentieren. Neuaufnahme, Georg Danzer wäre heuer im Oktober 70 Jahre alt geworden und zu diesem Ereignis hat Blackie Schwarz, der Manager vom Georg Danzer, den Norbert Schneider angequatscht und hat gesagt, willst du nicht alte, bekannte, aber auch noch nicht veröffentlichte Titel vom Georg Danzer neu aufnehmen? Und der Norbert Schneider hat gesagt, sicher nicht, weil an so ein großes Övre, ja, wagt man sich nicht heran und nur overcovern ist dem lieben Georg Danzer nicht gerecht. Dann hat er sich aber doch noch ein paar Lieder angehört, vor allen Dingen auch die noch gar nicht veröffentlicht waren und hat sich dann gedacht, wenn ich das so machen darf, wie ich es will und es ein bisschen durch den Norbert Schneiderschen Fleischwolf drehen darf, dann mach ich's. Der Blackie hat gesagt, ja, drum habe ich die ja angeredet, dreh's durch deine Mangel und mach was Eigenes draus. Und das ist wirklich formidabel gelungen. Am 14 Tracks werden sein, Norbert Schneider in Kürze, CD-Präsentation ist Anfang Oktober. Gibt's das Werk zu hören, Single, Je schau so a Sau, für alle, die das Lied nur so kennen. Je schau gibt's bereits auf sämtlichen Downloadforen zu hören und zu sehen. Und am 10.03.2017 wird Norbert Schneider mit seiner Band eine Hommage an Georg Danzer im Wiener Konzerthaus im großen Saal spielen. Dafür gibt's schon Karten und einen Georg Danzer Klassiker. Er hat sich vor nichts gefürchtet. Hat er gleich als erstes auf dem Album Neuaufnahme, das im Oktober erscheinen wird. Ruf mich nicht an in der Version von Norbert Schneider. Ruf mich nicht an, weil du weißt doch genau, dass ich nimmer mehr will und auch nimmer mehr kann. Ruf nicht an. Ruf mich nicht an, weil ich hör nur deine Stimme und dann schlaf ich nicht ein, bis ich wieder die blöden Tabletten nehm. Weit hast mich gebracht, ich steh auf in der Nacht und dann geh ich spazieren. Ganz ohne Grund, ich hab nicht einmal einen Hund zum Essen viel. Und wenn ich heimkomm, ist alles wie es war und mein Polster riecht immer noch nach deine allererste Viranol. Ich weiß, du hast jetzt einen Freund mit einem Porsche. Geh, sag er mir, soll doch in den Arsch gehen und komm wieder heim zu mir. Er geht mit dir jeden Abend fein essen, so kannst du vergessen, wie ein Leberkas schmeckt aus dem Zeitungspapier. Er führt dich aus ins Theater, das brennt ihm sein Vater, der Tillop. Dabei ist er schmähstark und schier und blatt mit seinen 100 Kilo. Ruf mich nicht an, weil du weißt doch genau, wo ich wohn. Wenn's was willst, trau dich her, wenn's nicht feig dazu bist. Ruf mich nicht an, weil du weißt doch genau, wo ich wohn. Wenn's was willst, trau dich her, wenn's nicht feig dazu bist.
So hört sich das an, wenn Norbert Schneider Georg Danzer neu interpretiert. Ruf mich nicht an, der Opener auf dem Album Neuaufnahme, das im Oktober erscheinen wird und am 10.03.2017 und Karten sind bereits erhältlich, wird Norbert Schneider im Wiener Konzerthaus im großen Saal aufspielen. Norbert Schneider und Band natürlich. Damen und Herren, Sie befinden sich hier richtig. Kann man einfach sagen. Orange 94.0, das Freie Radio in Wien. Birgit Denk, mein Name. Und wie jeden Donnerstag gibt's von 14 bis 15 Uhr Musik aus Österreich. Und das natürlich immer sehr gerne und mannigfaltig mit Gästen. Und heute selbstverständlich ebenfalls, ich begrüße zwei von mehreren Gfraßzackeln. Herzlich willkommen. Hallo, servus. Servus Gfraßzackeln. Ist es wirklich eine Bezeichnung, die ihr euch als Bandname gewählt habt, wo ihr im Nachhinein damit glücklich seid, als solche bezeichnet zu werden? Oder habt ihr euch gedacht, lieber Mensch, war er da irgendwie? Oder ist das dieses wienerisch-herzige mit den Gfraßzackeln? Nein, das war eine Idee, die wir nicht bereuen. Das halt noch aus unseren Kinderohren. Und wir fühlen uns sofort angesprochen, scheinbar. Seid ihr im Hof als solche bezeichnet worden? Wir sind ja am Land aufgewachsen. Ne? Also da ist uns schon andere Sachen nachgeschrieben worden. Im Hof, am Hof. Ihr seid am Hof. Und was haben die Gfraßzackeln so angestellt in ihre Kindertage? Was waren so die Highlights, an die ihr euch noch erinnern könnt? Also mein Highlight ist, ich habe ja so eine typisch österreichische katholische Bildung genossen. Das ist ganz interessant, was für Sachen das überbleiben. Meine Nachbarin, die hat gehabt eine spitzenmäßige grüne Plastikmundharmonika. Ja. Und quasi dieses Billigszeugs, wo man ein bisschen fester hingegriffen hat, kannst du dich erinnern? Das war ja so ein... Dann hin, ja. Und die ist dann gekommen zu mir und hat da nicht gespielt drauf. Aber das Böse in mir hat das ausgelöst. Ich hab unbedingt die Ding haben müssen. Und dann hab ich es einfach so unter der Couch reingetreten und sie hat's gesucht, wo ist denn so, aber ich hab gewusst, wo sie ist. Ja, und das eine Treten hat's überlebt? Es war ja so, ja. Oder hast du nie gespielt dann drauf, du wolltest sie nur besitzen? Ich wollte wirklich, das ist du Kapitalisten-Gfraßzackel. Ja, genau, ich wollte das einfach haben. Und fällt dir spontan eine Gfraßzackel-Episode aus deiner Kindheit oder Jugend ein? Da fallen mir viele ein, aber ich werde das nicht erzählen, ja. Aber was einfach ein Gfraßzackel auszeichnet ist, die sind zwar ein bisschen schelmisch, aber man kann ja noch nicht wirklich besser sein. Und ich glaube, das zeichnet auch unsere Musik und unsere Lieder aus. Ja. Es hat ein bisschen einen Sidekick, aber man kann uns nicht wirklich besser sein. Also quasi, ihr seid so ein bisschen so bösartig mit Verstecken von Instrumenten der Nachbarskinder, aber es war lieb gemeint. Deswegen sind wir bei Musikerkollegen auch nicht sehr beliebt, weil das ist mir ja blieben. Ja. Du fladerst nur immer Kabeln, Mikroständer, Batterien. Diese großen Sachen sind ein bisschen auffällig. Aber wir kommen da an Black drin, solche kleine Sachen. Strömen mir zu, kann ich sagen. Dort sind sie alle. Also, wenn Sie zu Hause sich denken, wo sind meine ganzen Black dran hin, die Gfraßzackeln haben sie kann man ja nirgendwo haben. Bitte, liebe Gfraßzackeln, wann ist denn die nächste Möglichkeit, dass du jemand anderen die Black dran fladerst? Die Black dran fladerst, überall, wo wir erscheinen. Nein, wir haben diesen Herbst, haben wir gesagt, wir dann aus persönlichen Gründen familiär ein bisschen zurückschrauben. Und wir dann alle Gfraßzackel-Fans auffordern, uns auf Facebook und YouTube fleißig zu verfolgen. Ja, unbedingt. Da ist dann wieder... Geplant ist jetzt einmal die Aufnahme von einem Lied, das, sage ich einmal, leider sehr aktuell ist und das uns am Herzen liegt, wo es um Leute gibt, die kein daheim haben, um Leute geht, die kein daheim haben. Das werden wir jetzt neu aufnehmen. Ja, und dann arbeiten wir nebenbei auf einer Schiene, zwar nicht als Gfraßzackeln, da sind wir Montana Nico und Andreas Julius Fasching an the Coal Mining Songs of the Appalachian. Also abgefahren. Na, toll. Ich bin da sofort drauf gestoßen und ich habe es dann der Montana gegeben, diese alten Originalaufnahmen vorgespielt und ich habe in den letzten Jahren... Wo hast du die daher? Von einem Flohmarkt. Du wandelst quasi über den Flohmarkt und wenn dir ein Cover gut gefällt oder wie oder wenn das auch klingt, ja, oder das hast du schon nicht was auf einem kennt? Flohmarkt. Nein, ich bin ja ein Fiddle-Player
durch das Viertelspielen habe ich schon einen Bezug zu der Musik gehabt. Erklär einmal die Leute, was das ist. Bei Viertelplayer denkt sich jeder, der hockt mit dem Viertel da. Das ist Das mache ich ja auch. Das kann ich ja auch. Aber what the hell ist ein Viertelplayer? Ein Viertelplayer, ja. Nein, ein Viertel. Das ist eben die nicht klassische Spielweise der Geige. Ja. Sind das die es dann bei der Hüfte haben? Unter anderem, ja, die dürfen das. Also, ja. Während der Klassiker noch dort sitzt und überlegt, was der Komponist gemeint hat und schaut, dass er eine schöne gerade Haltung hat und dann aussetzt und ja nicht vorher zum Spielen anfängt, sitze ich schon im Wirtshaus irgendwo in einer Ecke und sage. Ja, habe ich schon meine erste Nummer fertig gesagt. Das ist der Hauptunterschied. Ich finde das Ansetzen des Streichinstrumentes an der Hüfte, finde ich als jetzt nicht Orthopädin, trotzdem ja viel gesünder am ersten Blick, wie diese schlimme, die haben ja alle einen Bandscheibenvorfall im Hals, die ganzen Streicher, die es richtig klassisch spielen. Also quasi am Hüftansatz, wenn der dann auch schon ein bisschen sich so konkav nach außen wölbt, dann ist ja das noch einfacher zum Spielen eigentlich, ist ja das die gesündere Haltung, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, den Stil mit der Hüfte habe ich eigentlich noch nicht beobachtet, aber der auf der Brust. Ich glaube, das kommt da entgegen. Ja. Nein, es ist auch gut für den Bluthochdruck, wenn man, nämlich, früher ist ja viel mehr gesungen und Geigen gespielt gleichzeitig geworden. Gitarre hat man ja nicht gehabt, jetzt hat man zur Geigen dazu gleichzeitig gesungen. Und da ist natürlich, wenn man das dann der Halsschlag auch da hat, da kriegt man ja ein Bieren, bist du gescheit. Und das tut du bist ja selber Sängerin. Ja. Angeblich. Wenn der Kehlkopf da andruckt wird, das ist ja ungut, das ist gescheiter Matz da unten. Und Gefaszacking, Fiedeln? Auch, ja. Ja, und auf die wollen wir doch jetzt gleich einmal reinkippen, Damen und Herren. Gefaszacking, du hast gesagt, ihr nehmt das auf, aber ihr habt natürlich auch bereits aufgenommen. Ignaz rettet Österreich. Ja. Bevor wir uns diesen Ignaz näher zuwenden, welchen Titel würdet ihr denn als ersten jetzt gleich mal vorspielen wollen? Ich lasse mal Damenwahl. Damenwahl. Also ich würde ja vorschlagen, aus gegebenen Anlässen der Debakelverschiebung, wie auch immer. Habt ihr das vorweggenommen? Ja, sicher. Wir haben das gewusst. Ja. Uns glaubt das nie wer. Ja? Und das ist dann... Das ist der Naz. Der Naz ist der, den man wählen soll. Damen und Herren, wir hören hier on air auf Radio Rausch 94.0, dem Freien Radio in Wien, die Gefaszackeln. Ignaz rettet Österreich, das Album, und der Naz wird hiermit abgespielt. Bitte sehr. Da kommt der Naz mit seinem neuen Zwirn daher. Da kommt der Naz Mit Aftershave, das freut Frau sehr. Da kommt der Naz Die Raucher wehren sich so sehr. Da kommt der Naz Dann brauchen wir die Bürgerwehr. Ignaz, Ignaz Oui, je suis. Ignaz, Ignaz Yes, that's me. Ignaz, Ignaz We all can. Ignaz, Ignaz Ist das schön? Der Leberkäse rotiert im Magen, ich darf nicht Marmelade sagen. Das Bundesheer wollen's Wecker sparen, wer kann denn da noch Panzer fahren? Der Großkant von Kompochistan, der Hund bleibt nicht bei ihm daheim. Bei uns da weiß auch jedes Kind, wir sind genetisch fremdbestimmt. Da kommt der Naz Knittelfeld bis rauf nach Linz. Da kommt der Naz Wer fürchtet sich vom Saudi-Prinz? Da kommt der Naz Hand aufs Herz, wir schwören es euch. Da kommt der Naz Ignaz rettet Österreich. Ignaz, Ignaz Oui, je suis. Ignaz, Ignaz Yes, it's me. Ignaz, Ignaz We all can. Ignaz, Ignaz Ist das schön? Im Freiland draußen der linke Zeck zuzelt mir mein Waldi weg. Drum darf das Hunderl nimmer raus und muss sofort ins Tierschutzhaus. Glücklichs Schweindal Freilandei, das Gütesiegel mit euch sei. Als engagierter Wutbürger bekämpfe ich die Brutwürger. Da kommt der Naz Spieglein an der Wand. Da kommt
der Naz, Der hat den höchsten Hausverstand. da kommt der Naz, Bei uns daheim fühlen wir uns wohl. da kommt der Naz. Ein Volk, ein Sound, ein Rock'n'Roll. Ignaz, Ignaz, Oui, je suis. Ignaz, Ignaz, Yes, it's me. Ignaz, Ignaz, We all can. Ignaz, Ignaz, Ist es schön. Ignaz, 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 Natz, 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 Natz. Damen und Herren, da freuen sich die Kinder. Der Naz ist da. Na, die Gefraßzackeln sind da hier auf Rausch 94.0 im Freien Radio in Wien. Live hier zu Gast sind sie angetreten mit ihrer CD, mit einigen Geschichten. Wir haben uns bereits über das richtige Violinenspiel unterhalten. Mein Lieber, hast du selbiges denn in einer dafür vorgesehenen Bildungseinrichtung erlernt? Nein, das ist auch typisch für Fiddle. Ich hab Fiddle spielen hat was zu tun mit Respekt haben und kein Respekt haben. Also wenn nicht die Leute einfach sich das Instrument geschnappt hätten, ohne ausgebildete Lehrer, war es ja nicht so populär geworden. Es war ja 150 Jahre in faktisch alle Volksmusikrichtungen, sagen wir mal, der westlichen Welt das populärste Volksmusikinstrument. Weil es so leicht zum Transportieren ist. Ja, wahrscheinlich. Und das wissen die wenigsten Leute, weil es auch viel aushält, witzigerweise. Also, Wirklich? Normal ja, wird das wie rohes Ei behandelt. ja, das ist, wenn es als Kunstgegenstände verbraucht werden, die Geigen nicht benutzt, das ist halt immer schade. Hast du schon mal eine hingemacht? Ich hab eine Geigen, ja, Ich habe einmal einen Geigenbogen bei einem Rockkonzert angehauen. Ich spiele ja auch Rockfiddle, also das Ja. ist ja eher was wenig. Wenn man das denen Leuten erklärt, denken sie immer an diese fetten Streicher-Arrangements oder so. Aber ich bin eher so einer, ich habe als Kind nicht Gitarre spielen dürfen und das ist ein Komplex, der als Musiker bleibt. Und Weil deshalb- die anderen, so ein Geigenanhänger mäßig und dann Blues spielen und so, das ist schon geil. Siehst du das? Jetzt bin ich aber abgedriftet. Was Nein, wolltest das du macht wissen? ja nichts. Ob du eine Gang zusammen gehabt hast mit dem Geigenbogen, Ja, hast du genau, gesagt, den hast. du kennst ja auch sicher diese super Lastwagenbühnen, oder? Ja. Und früher hat's die ja noch gegeben, die waren so klein, dass sie so einen Mittenständer gehabt haben aus Metall. Und ich hab ausgeholt, ja, beim letzten Abstrich, der ja sehr beeindruckend sein sollte fürs Publikum, und bin so weggefahren mit dem Bogen und hab natürlich das Bogenholz gegen diesen Ständer, den ich vergessen hatte, geschnalzt, und da hing nun das Drum an Siehe da. nur mehr an den Haaren, ja. Ich hoffe, das war am Ende des Konzertes. Ja, eben. Ist- Oder was nicht am Anfang, dass du dann quasi nur mehr zupfen hast können, was jetzt da dem verzerrten Nein, Elektron... man hat ja an und für sich bei so eher wichtige Sachen einen zweiten Bogen schon Ach mit. schon, Ja. bist schon so einer. Und jetzt gibt's schon so Polycarbonbögen, die so fast wie ein Schlag, also Also du kannst die schon wen wirklich- verletzen auch mit dem. ja. Sehr gut. Damen und Herren, die Gefraßzackeln, die CD, wo wir gerade Track 1 abgespielt haben, wie alt ist die? Wie ist die entstanden? Ist das nur was, wo man sagt, juhu, die ist noch immer aktuell, oder ist für euch als Künstler so, wenn man es hört, denkt man sich, warum haben wir nicht schon die nächste aufgenommen? Nein, die ist absolut aktuell Schon. bei uns. Ja, ja. Sehr gut. Wir spielen noch die Nummern draus, live bei unseren Programmen, was halt gut passt, plus andere, die leider noch nicht aufgenommen sind. Ja, und wenn man die Inhalte der Lieder hernimmt, sind die zumindest jetzt 1,5 Jahre ein Klassiker. Genau. Schon. Ja. Wo kriegen die werten Damen und Herren Radiohörerinnen die CD, wenn sie sie haben wollen? Die kriegen's bei uns, einfach anfragen. So, wie machen wir das jetzt? Oder als Download auf iTunes. Ich sage mal das einfachste heutzutage, iTunes. Auf Schauen. den normalen Foren, Damen und Herren, ich strecke mich, um die CD zu erhaschen. Nämlich, Gefraßsackeln ist im Internet zu finden, ganz normal schreiben, gefraßt sackeln, also das E fällt, sackeln, nicht sackeln, ne? Also quasi damit Das sich ist da im nicht Radio so- schwieriger, ja, da muss man genau sagen. Man muss genau sagen, gefraßt sackeln, quasi. Ignaz rettet Österreich heißt die CD. Auf Facebook können Sie die Gefraßzackeln natürlich auch finden, um die CD zu erhalten. 13 Stück Musik sind darauf zu finden. Die Instrumentierung haben wir glaube ich, im ersten Lied gehört, jetzt schon sowas, wo man sagt, wir nehmen, was wir wollen, oder? Ja, Ja. genau. Und nicht, was so die berühmten Bands alle haben, sondern Nein. jeder hat so, bringt sich mit seinem Instrument ein. Genau. Also ich spiele nur Gitarre
Na nur. Extrem gut Kazoo, bitte. Boah, ein schwer unterschätzt. Ja. Also wenn es für Studiojobs oder irgendwas Live-Auftritte, wenn der Kazoo-Spieler ausfällt, bitte holt euch den Mandana. Ja. Hast du das schon im Musikatlas eingeschrieben? Nein, noch nicht. Das steht noch auf meiner To-Do-List. Kazoo-Spielerin. Ja. Sehr gut. Es gibt sicher eine eigene Rubrik für dich. Ich glaube auch. Da bist dann nur du. Ja, genau. Das ist das Beste. Mit Foto, Freunde. Ja, genau. Das war der Bist du noch aus einer Generation, wo ganz früher, da gab's ja die Kazoo noch gar nicht, da habe ich das ja gar nicht gekannt als kleines Kind. Da wurde ja noch am Kamm geblasen, um ähnliche Soundelemente herauszugehen. Hast du das auch schon mal gemacht? Nein, ehrlich gesagt nicht. Ist lustig. Ich habe immer ein bisschen längere Haare gehabt, ich habe immer Bürsten gehabt. Und Ja, ist der und Kamm kein noch Kamm. mit, nein. Nein, ich hab beim Kampe noch bloß mit Butterbrotpapier. Das ist ein Ich so Kamm, gut. Ich bin jetzt- Butterbrotpapier Ich muss drüber. das morgen probieren. Und dasselbe ähnliche, nur ist auf die Dauer wahnsinnig anstrengend, weil natürlich das Vibrieren, das Zusammenspiel Lippe, Butterbrotpapier und Kamm hat einen gewissen, wie sage ich, Kitzel. Ja, das vibriert ganz schön. Ja, es ist Das dann ist schon. so wie bei der... Du hast das schon gemacht? Nein, aber ich kann mir das vorstellen, das Gefühl ist so ähnlich grauslich, wie wenn man bei der Maultrommel mit dem Metall da bei den Zähnen Nein, die Maultrommel ist böser. Der Kamm und das Butterbrotpapier sind freundlicher. Aber auf die Dauer auch recht. Kriegt man so Lippen davon, wie die Bläser, wenn sie keinen guten Nein, Anfang es haben. kitzelt verdammt. Man hat ständig das Gefühl, man muss sich über die Lippen kratzen. Aber trotzdem, der Kamm und das Butterbrotpapier, Damen und Herren, Sie haben sicher zur Hand. Probieren Sie das doch zu Hause gerne einmal aus. Weil sich kein Kazoo leisten kann. Ja, eh. Ich habe aber die Idee gehabt, das könntest also du machen, bieten wir da für die Gefraßzackel-Freunde und andere Gefraßzackel österreichweit so einen Kazoo-Kurs an. Es gibt für fast jedes soll ich meine Instrument. Geheimnisse wirklich... Da bin ich nicht mehr die Einzige. Ja, das ist so wie beim Singen, das ist ja ein Instrument, wo man das Intrinsische, was drinsteckt, Ja, genau. schwer von außen sieht. Nicht? Das ist so Das wie kann da keinen wegnehmen, quasi. Ich will das damit sagen. Außer er, wenn ich es irgendwo liegen lasse. Ja, zu seiner Plektron-Sammlung ins Kastel schmeißt das Die dann. Geheimnisse Die stecken ja 47. Kazoo hat er wahrscheinlich gescheit gesteckt. Gehen Sie da auch immer? Immer wieder. Ja, ja, hat's. Kazoo ist halt auch relativ klein. Gell? Ja, das ist auch schnell eingesteckt. Ich passe auf meinen Leffe auf, den ich da gerade gegeben habe für den Kaffee. Das ist auch der Klassiker. Die Leffen und die Kugelschreiber und die Feuerzeuge. Ja, genau. Bitte sehr, die Gefraßzackeln, momentan zwar auf Herbst, bisschen Live-Pause, aber schon wieder mit Studiotermin, weil ein aktuelles Lied muss aufgenommen werden. Und während des Abspielens des Titels wurde gerade irgendwas von Weihnachts-CD gemunkelt. Ja, das ist, genau. Die ist schon fix geplant und erscheint nächstes Jahr zum Dezember. Ist eigentlich schon total in Arbeit, aber Ja, und wir sind schon sehr fleißig am Arbeiten, was mich sehr gefreut. Und die Ergebnisse sind schon, ich sage mal sie wird heißen Sepest, mit weichen A, mit harten P, Sepest for the Fest. mit PH. Unser letztes Weihnachtsalbum. Ja, weil uns haben so viele Leute genervt. Es ist wirklich, man kommt Aber warum nicht. kommt man bei Gefraßzackel auf Weihnachten? Also, Nein, das ist ja voll, die Gefraßzackel Weihnachten ist ja viel interessanter, oder? Wie die allgemeine. ja, weil wer will eine Gefraßzackel kriegen zu Weihnachten? Höchstens, es ist so schön wie euer aus dem Merchandise. Jetzt verstehe ich den Zusammenhang. Ich habe nämlich gerade ein Original Gefraßzackel geschenkt bekommen. Da darf man dann nur garstige Lebensmittel rein tun. Ja. Also so, Mit dem man wen ärgern will. na, oder mit sich selber, wo man sagt, na, heute will ich immer das Dauernde, alles ist so schön und so super, heute will ich mal ein bisschen an meine Grenze gehen. Weißt, heute kaufe ich ein Pumpernickelbrot. Weißt du sowas? Also, Ja, Lakritz. und. Ja, Lakritze. Vollkornnudeln. Vollkornnudeln zum Beispiel. Schau, jeder weiß gleich was Grausliches, was er ins Gefraßzackel reingehen kann. Bitte sehr. Was da aber nicht hinein darf, ist die CD, weil die ist nicht grauslich. So schaut's aus. Und was wollen wir denn noch draus vorspielen? Ja, bitte, zeige auf. Vorschlag, ich schlage dafür, ich schlage zurück mit einem Lied von der Mandana, die Nummer heißt Mingle, das ist Ja. Nummer 3. Und what shall mingle mean? Das erklärt, Das erklärt das Lied. Okay, dann rufen wir einfach gut schauen wir rein. Bitte sehr. Es sucht das einsame Herz, die große Liebe. Jeder Deckel sucht den richtigen Topf. Ferngesteuert durch diverse Hormone. Geht auch die körperliche Lust nicht aus dem Kopf.
Jetzt fragt sich jeder, wo kann ich sowas finden? Auf der Tankstelle und im Beisel wird schon geschaut. Auch schon beim Biller, beim Friseur und in der Hocken. Schon beim Gedanken macht sie breit die Gänsehaut. Schal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 a. Schal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 a. In der Zeitung findet man Kontaktanzeigen mit alter Größe, Hobbys zur Information. Da schreibt man hier oder ruft an und dann trifft man sie. Ein Blind Date hat schon seine Legitimation. Sucht man den absoluten schnellen Nervenkitzel, besucht man Speed-Dating-Events in Studios. Ein Gache Servers und dann gleich mal abchecken, ob's gegenüber geil ist und dann zieht man los. Schal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 a. Schal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 a. Im Internet, da gibt's voll coole Seiten. Da sind Millionen Singles im Verteiler drin. Ein bisschen chatten, virtuelles Abwandeln. Ganz unverbindlich, keinerlei Verpflichtungen. Da findet man alles, sogar wen für ein Quickie. Oder elitäre Singles mit Niveau. Ungehemmter wilder Cybergeschlechtsverkehr. Kuschelbär, Schmusemaus oder Macho. Schal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 a. Schal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 a. Wir befinden uns im Mingelzeitalter einer Single-Pärchen-Generation. Nix wirklich Fixes, somit leicht zu beenden. New Age, Glückshormon und Partnerrotation. Schal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 a. Schal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 a. Schal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 a. Damen und Herren, Orange 94.0, das Freiradio in Wien. Birgit Denk, mein Name. Was gibt es Neues? Fragen wir uns jeden Donnerstag von 14 bis 15 Uhr und laden uns dazu Gäste ein. Gfraßzackeln, hier heute live zu Gast. Ignaz rettet Österreich, der Titel des Albums, und sie suchen am besten Gfraßzackeln in sämtlichen Foren, wo man es so finden kann, und sie werden fündig werden und bestellen sich dann gleich die CD, bestellen Newsletter, kaufen Gfraßzackeln, Sackeln und beschäftigen sich auch sonst mit dem Thema freudigst, bis sie als großer Fan nächstes Jahr vor Weihnachten die Weihnachts-CD dann in Händen halten werden. Gfraßzackeln vorne mit Lebkuchenherz. Ignaz rettet Österreich. Wer hat dieses Herz gemacht oder wurde es tatsächlich in einem Kirtag so feilgeboten? Ja, dieses Herz wurde von Frau Helga Kienast von Rauschfrei Records extra für das produziert. Persönlich? Ja, ist ganz persönlich. Es gibt nicht viel. Es gibt, glaube ich, wie viel Stück? 3 Stück weltweit. Soweit wir wissen. Und eins haben wir fotografiert. Und die anderen zwar zusammengegessen. Nein, die haben extra aufgehoben. Die gibt's nur in Plastik Ja, eins mittlerweile hat ein Freund also ein echter Fan hat das erstanden, und der hat sich das gleich erstens eingerahmt von einem Künstler. Man kann solche Lebenssachen fixieren lassen, damit sie nicht verderben. Man kann es zwar essen, auch nicht mehr, aber sie halten ein paar hundert Jahre. Ja. Und die Gfraßzackeln haben ja doch auffällig nicht nur dieses Lebkuchenherz, sondern doch auch sagen wir mal, das Outfit, das wir auch von Herrn Gabalier kennen, zum Beispiel, nicht? Ja, genau, bewusst. Ganz bewusst. Ein Dirndl, rot-weiß, bewusst. Ja, ganz bewusst. Also wir haben so einen ähnlichen Ohrweiden wie der Herr Gabalier da präsentiert, und ja, stramme Wadeln. Die strammen Wadeln, ja, da bin ich extra stolz drauf. Ja, dass ich mich da prostituiert habe, sozusagen. Tust du da Rosenmann? Ah, ja. Ja, da habe ich meinen Rasenmäher sogar lieb. Ich sehe es. Ja, aber du hast die Hose noch an, muss man zumindest sagen. Ja, also es ist noch, wie heißt das auf Englisch, Parental Advice. Ja, müssen wir nicht. Oh ja, bei der Nummer schon ein bisschen, aber ich glaube, wir müssen es nicht draufschreiben. Und die haben sich Sackel über den Kopf gezogen.
Ja, das ist... Bin auch nicht ich. Das bist nicht du? Nein, schaust du bitte mal genau. Ja, du bist farblich, schaust anders aus. Na, Ja, das sieht man nicht. Bei einem Dirndl sieht man nicht, ob jemand 40 oder 60 oder 80 Ja, bei mir Kilo hat. siehst du das. Okay. Aber dann bist du mit Schrotflinte und mit... Sehr schön. Es erinnert ein bisschen Seidelmäßig. Ja, ist auch so... Schon durchaus der so. Rote ist alles gleich. Ist Ja, ja. ein Wahnsinn. Das ist ja unsere Thematik. Schau, also mir ist ein Anliegen und der Montana auch. Jetzt waren diese Bundespräsidentenwahlen und dann war also ich muss sagen, dieses betroffen machende Bild von meinem Niederösterreich, ich sage das bewusst, meinem Niederösterreich, und da waren die Gemeinden und blau und blau und blau und blau und blau und blau und blau. Und jetzt möchten wir natürlich, dass die in der Stadt uns nicht allein lassen und nicht glauben, dass am Land wir so die... Alle komplett angrenzt sind. Ja, genau. Ja, genau. Weil es gibt andere Leute sind auch. alle blauäugig am Land. Nein, und das stimmt einfach nicht und die sollen uns völligst auch da in der Stadt das akzeptieren. Ja. Du, definiere am Land, wo verortet sie Gefraßzackel? Wir kommen aus dem gleichen Ort, aus Grästen. Aus dem Mostviertel. Aus dem Mostviertel. Mostvierler. Echte Mostvierler. Echte Mostvierler. Grästen ist dann für, ich weiß, wo es ist, aber bei... Im Scheibser Bezirk. Genau. Ja. Also schon wirklich on the border. Ja. Ja, also ich war ja eigentlich gern lieber Steirer geworden. Ich finde, dass Bezirk Scheibs eigentlich den Anschluss an die Steiermark, jetzt haben die dann aber auch diese Landtagswahlen Also ich glaub, gewesen und ja, dann weiß ich überhaupt nicht mehr. Dann habe ich das fallen lassen, weißt du, was ich meine? Und ich weiß überhaupt nicht. Wir wissen eigentlich überhaupt nicht mehr, wo dazu sagen. In Wien geht es uns gut, gell? Na, absolut. Ja. Bitte sehr, trotz Lebkuchenherz, Ja. der wird in Wien nicht in die Goschen gehauen. Wenn es Nein, jetzt nein. die Wiener Wiesen gibt, ist das plötzlich bei uns auch ganz... Da können ja wir auch nicht Du hin. bist ausgelacht worden, als du im Dirndl am Sonntag dahergekommen bist. Da warst der Bauer. Und jetzt? Tata? Naja, aber jetzt sind sie aus Satin, weißt du, das ist Viel so... teurer. Jetzt sind sie nicht mehr selber gnädig. Ja, die sind so glänzende Dirndl. Weißt du, wie man gesagt hat, für den Kirchgang. Ja, ja. Weißt du, wo man sich drin spiegelt, so satinig sind. Ja, ja. Das ist das, wo der Stoff so abbiegt, kennst du das? Wo man lieber steht, als sitzt, weil man rutscht vom Sessel. Das war für mich eine meiner Horror-Kindheitserinnerungen aus diese Glitzerdirndl, die Leute jetzt auch haben. Da war immer, wenn die liebe Mutti oder die liebe Omi damals zu Kindertagen zum Fasching ein Kostüm genäht hat, war das immer dieser, natürlich, war ja nicht deppert, der billigste Stoff, den es gegeben hat, dieser Rutscher, der Glänzer, der Dingstoff, was einen als Kind nur auf die Pfeifen gehauen hat. Aber wenn man dann draufgekommen ist, dass die Mischung Parkettboden vom Veranstaltungssaal, Konfetti auf 2 Zentimeter aufgeschlagen schon und dieses Satin-Prinzessinnenkleid, ja, dass die 3 Sachen miteinander Rutschpartien ermöglicht haben, die man sich überhaupt nicht vorstellen Das kann. gerockt. Und noch Ja. das Gibt's halt nicht mehr, ein gell? Plastiklall ist. Ja, also ich habe mich da kilometerweit über den Boden geworfen, muss man sagen. Also, aber das ist stofflich schon Na, das ist schon. was Feineres. Ja, finde das ja. Ist das auch dann die Live-Banier? Das haben wir nur bei der Präsentation gemacht. Also für alle, was gibt es neue Hörer, bitte? Da müsst ihr auf unserer Webpage vorbeischauen, da gibt es also diese tollen Fotos von der Montana im Dirndl, die sind wirklich eine Besonderheit. Also kulturhistorisch. Ja. Aber du hast ja eine Affinität entdeckt auf einer Hochzeit in Polen, oder? Wo du gespielt hast. Naja, da habe ich dann das erste Mal so quasi das Dirndl ausgezogen. Auch. Vor allem Das ja hoffentlich wieder aus. Auszogen hat es auch wieder. Einfach, weil ich war in Polen bei lieben Freunden zur Hochzeit eingeladen und ich habe halt auch nicht so viel gelernt. Echt, und du hast da gedacht, jetzt gehe ich auf die polnische Hochzeit mit dem österreichischen Dirndl. Wahnsinn, ich bin angekommen. Ich bin ja auch bitte ein bisschen ein dunklerer Typ mit schwarzen Haaren und viele Leute wundern sich, wenn ich den Mund aufmache, was da rauskommt. Weil Glauben Sie mir, jetzt wird es mazedonisch ich oder bin schon mal okay. angesprochen worden, so, was du wollen? Und ich sage, ja, bitte. Aber ich hätte gern, bitte, sicher. Das ist ja verrückt. Ist ja nett, die meinen es ja noch gut, aber... Und in Polen haben sie dann auch blöd geschaut. Da Ja. haben sie sich dann gar nicht mehr auskennt, Ja, was das du gehörst. hat ihnen sehr gut gefallen. Ja, aber obwohl eigentlich, jetzt wenn man so umschaut, Ungarn, Slowakei, Polen, die Trachten Haben absolut sind nicht wunderbare absolut so Trachten. unähnlich. Nein, überhaupt nicht. Vielleicht kommt das Dirndl von dort her, ich weiß ja nicht.
Du, das müsste man recherchieren, wie waren Ui, da werden jetzt etymologische Diskussionen angestellt von Musikern. Sie sehen, Damen und Herren, wir sind Multitasking alle miteinander. Wir wissen alles und können sämtliche Dinge, die Sie von uns verlangen. Ich zum Beispiel kann gleichzeitig einen Regler zumachen und den CD-Player bedienen. Das heißt, ich frage mich, ich würde das gerne wieder mal vorführen. Was spielen wir denn noch vor der CD? Machen wir gleich Golgotha. Das wäre die Nummer... Die Nummer 5. 5, also jetzt wird's klerikal, oder? Ja, genau. Ja, absolut. Damen und Herren, ich Brautlieb Präsente, Gefraßzackeln mit Golgotha. Golgotha, Golgotha, das wird ein Mordstrada, wenn's den Untersuchungsausschuss nicht besetzen. Golgotha, Golgotha, und weit und breit kein Havara, seid's mir Bälle gegangen, unnötige Gräßen. Mit meinen Anleihen, da speiste ich die 1000. Also egoistisch nennt man sowas nicht. Ich brach mein Brot willig mit jedem, den ich braucht hab. Fürs Gemeinwohl teilte ich sogar mein Bett. Peter, Kofferbläder hast so groß dann, doch die Wirtschaftsprüfung hast du glatt verpennt. Noch dazu an Journalisten eine angeschaut, und dann hast mich auf einmal nimmer kennt. Golgotha, Golgotha, das wird ein Mordstrada, wenn's den Untersuchungsausschuss nicht besetzen. Golgotha, Golgotha, und weit und breit kein Havara, seid's mir Bälle gegangen, unnötige Grätzen. Judas, Bussi-Burli, viel Spaß auf deiner Datscha. Nicht vernehmungsfähig, schwerste Depression. Jetzt trickerst deine Schäfchen mit wen andern. Kein Fell schwimmt dir so schnell auf und davon. Du, jetzt sitzt auf meinem Posten ein rund verteuert neuer Pfosten. Der neuer Pfosten holt viel besser brennt. Und die Hofschranzen werden tanzen, Potentaten, Renegaten, wenn der Saubermann die Staatsfeinde ernennt. Schamstabdiner Rom soll brennen, große Oper. Und wir suchen schon das Löwenfutter aus. Bringt's an Terroristen mit zum Picknick, weil böse Buben sucht man sich besser außer Haus. Golgotha, Golgotha, das wird ein Mordstrada, wenn's den Untersuchungsausschuss nicht besetzen. Golgotha, Golgotha, und weit und breit kein Havara, seid's mir Bälle gegangen, unnötige Grätzen. Seid's mir Bälle gegangen, unnötige Grätzen. Seid's mir Bälle gegangen, unnötige. Orange 94.0, das Freiradio in Wien. Damen und Herren, Musik aus Österreich, auch heute wieder. Gefraßzackeln, zu Gast Ignaz, rettet Österreich, die CD, und das war Track Nummer 5 von 13, Damen und Herren, Golgotha, hier im Radio Orange. Und jetzt, gerade wie das Lied fast fertig ist, sagen wir die Kollegen, spielen wir nichts live? Na sicher geht's was live spielen. Wir werden das schnell noch unterbringen, um Gottes Himmels Willen. Wenn schon die Fiedel und die Gitarre mit sind und zwei Menschen, die sie zu bedienen wissen, werden wir darauf nicht verzichten. Wir werden das in einer elendsschnellen Aktion, ja, da drüben, hinter dem Glas für Sie vorbereiten, Damen und Herren, und bis dorthin spielen wir noch was von der CD. Was hätten wir gern? Ich würde sagen, die Nummer 7, Dann nehmen wir oder? Feigenblatt, weil die hätten wir eh live gespielt. Siehst du das? Nummer 7, 2 Minuten 39, wir bauen um, gute Unterhaltung. Aus der Konserve, Gefraßzackeln.
Der liebe Gott, er schuf 2 Geschlechter, seine größte Schöpfung, das Wunder der Natur. Zuerst den Adam und dann aus seiner Rippen das schöne Weib, die Eva herausfuhr. Pudelmockert sind die 2 dann gewandert, im Garten Eden frisch und sorgenfrei. Aber wie immer gab's damals schon einen Haken, ein verbotener Obst beim war halt auch dabei. Das Fräulein Eva kann sie's nicht verkneifen, nimmt von der Schlange den Apfel in die Hand. Unbedacht und genüsslich beißt sie in die Frucht, somit war das Feigenblatt das erste Gewand. Samt dem Feigenblatt wurden sie vertrieben aus dem Paradies in unsere schöne Welt, um zu hackeln, schmerzvoll Kinder zu gebären. Und die Weichen, sie wurden neu gestellt. Langsam schlägt sie bei den beiden auch der Alltag ein, mit seinem fetten Arsch und nimmt einer die Luft. Adams Vorspiel wird zum Nachspiel, Evas Lieblingssatz. Ich hab Migräne, hab die Regel, komm verduft. Neidig ist die Eva auf ihre Nachbarin, der Reihe Feigenblatten macht ja viel mehr her. Und der Adam lieber mit der Nachbars Feigen spült, jetzt müssen schnell ein paar Gebote her. Du sollst dies nicht, du sollst das nicht, steht's geschrieben in einem alten Büchel, das verstaubt in ein Eck. Rezina Sackel, ich hoch morgen am eine und das Büchel schmeiß ich in ein neues Versteck. Keine Lügen, sondern nur Halbwahrheiten, ein bisschen Flunkern ist schon mal erlaubt. Sich was borgen für eine unbestimmte Zeit, wissen tut's nur der's weiß und nicht der's glaubt. Weil ich glaub, da ist ja recht viel Platz für Missverständnis und Interpretation. Dies ist das wahre Übel in der Zwischenmenschlichkeit, drum nehm das Feigenblatt vom Mund ohne Pardon. Weil Feige aufgeplattelt hat uns alle schon, das Feigenblatt gießt mal rein in Beton. Damen und Herren, Fraßzackeln hier live zu Gast in Radio Orange. Ignaz rettet Österreich ist die CD und die 2 Protagonisten haben sich jetzt auf der anderen Seite, haben sie sich hingesetzt hinter ihren Mikrofönen, die ich für sie vorbereitet habe. Gitarren sind ausgepackt und ich frage, was kriegen wir zu hören? Wir werden ein Lied spielen, das heißt March, und es geht um einen, der als Flüchtling aus Afrika gekommen ist und jetzt ist er beim österreichischen Bundesheer und muss selber eine Grenze bewachen, und das Nachdenken über seine Vergangenheit bringt ihm dazu, human zu handeln. Kurze Zusammenfassung. Eine realistische Geschichte von Fraßzackeln. Schön, dass ihr eure Gitarren mitgebracht habt. Wir hören es live. Ich bitte. Durchs Zeltlager, da geht einer, der denen hilft, die von Ländern dramen, wo die Armen Leute am Bauch haben. Und die Reichen sperren sie fit. Und mich Kummer kostet halt Geld, grad das ist, was da erfüllt. Drum kriegst du da bei die Höfer immer schnell Kredit. Kennst den Wind, der selten wart, und die Sahara verzahrt, so ist dein Mutter gekommen, mit dem feinen roten Sand. Sie war schwanger und dann war's da, ein hungriges Kind, drast nur schwer an, und die an Land gezogen haben, halten kräftig auf die Hand. Grad aus Schwimmen, grad aus Weiter, los in Fluss die Odrung, das ist gescheiter, so macht die dann geschwinder, vielleicht bist dann schneller dort. Im Krähenschwarm, da fließt man Bahner, ein ausgeguckt Sack kann nimmer warnen, wannst wie sie, wie singst du nicht, vielleicht jungst du dann nicht fort. Bimbo, nix Gemeindebau, das nicht von da Satz, Kind Marek an. Die
Kiewerer waren so oft da, dass für 'n Buben wie Eltern waren. Dann außer aus der größten Not, mit einem, der die geheiratet hat, und deine Freund haben sie verabschiedet, in deinem Gesicht mit einer Norm. Der Heimat ihre frischen Söhne, kaum begnadet für das Schöne, ob jetzt auch für Europa beim Grenzschutz umstehen. Neger sein ist doch nicht blöd, den siehst ja beim Nachteinsatz nicht, war unter vielen Bläden vielleicht noch der gute Schmäh. Grad aus Schwimmer, grad aus Weiter, los im Fluss die Odro, das ist gescheiter, so macht die dann geschwinder, vielleicht bist dann schneller dort. Im Grenzschwarm, da frisst man Banner, ein ausgehockt Sack kann nimmer warnen, wannst wir sie, wir sehen's die nicht, vielleicht jungst du dann nicht fort. Aus dem Nöwe sind die Gestalten gekommen, der Fluss, der hat die Gestalten genommen, die kalte Mark ist zart, es schwimmt sie wie durch Blei. Der Sepp hat gesagt, die passen wir an, weil dazu sind wir schließlich da. Schnitzen wir ein Kerben in unser Hochstandholz, vielleicht kriegen wir einen Tag frei. Aus dem Fluss, da sind die Gestalten gekommen, der Nöwe hat die Gestalten genommen, der Sepp, der hat voll zu. Sein Puffen um die Erd. Herr Sepp, warum gehst du so? Zum Zuschauen war ja keiner da. Sag mal, der Burgenlandler hat nix gesehen und der Neger hat nix gehört. Lass mal grad aus Schwimmen, grad aus Weiter, los im Fluss die Odro, das ist gescheiter, so macht die dann schwimmen. Vielleicht bist dann schneller dort. Im Quenschwarm, da frisst man Banner, ein ausgehockt Sack kann nimmer warnen. Wannst für sie, wir sehen's die nicht, vielleicht jungst die dann nicht fort. Grad aus Schwimmer, grad aus Weiter, los im Fluss die Odrung, das ist gescheiter, so macht die dann geschwinder. Vielleicht bist dann schneller dort. Im Krähenschwarm, da frisst man Banner, ausgehockt Sack kann nimmer warnen. Wannst wir sie, wir sehen's die nicht, vielleicht jungst die dann nicht fort. Danke, Damen und Herren, live musiziert der liebe Andreas und Montana hier auf Orange 94.0 im freien Radio in Wien. Die Gfraszackeln hier heute zu Gast bei Was gibt es Neues? Und in wenigen Minuten ist diese Sendung leider zu Ende und Sie werden weinen, aber ich kann Sie trösten, wenn Sie sich umschauen. Facebook, iTunes, andere Download-Plattformen, Ignaz rettet Österreich, Gfraszackeln. Sie können die Band weiter beobachten, sie unterstützen oder auch selber einen Spaß haben, indem sie ihre Konzerte besuchen. Außerdem gibt's nächstes Jahr eine Weihnachts-CD mit echten Gfraszackeln-Lieder. Meine Lieben, schön, dass du da wart. Danke. Ich sogar Dankeschön. Ganz sehr viel, nett. ja, super. Wirklich, danke. Und bevor ihr nach Hause geht, werde ich den Damen und Herren noch mitteilen, morgen wird schier. Für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben. Und wenn es schier ist, geht man dann doch wieder in die altbewährten Lokalitäten. Morgen schlage ich vor, Szene Wien, das Herbstopening von Eine Tran wird dort stattfinden. Die liebe Katharina Homberger wird gemeinsam mit ihrem lieben Vater mit Wiener Brut dort wieder auftreten, um sich zu freuen, dass wieder Musik aus Wien präsentiert wird in den nächsten Wochen und Monaten. Morgen also in der Szene Wien.
Neben Wiener Brut gibt's auch noch die wunderbaren Martin Spengler und seine falschen Wiener und dringende Empfehlung Villa Maddalena. Nicola Saric am Akkordeon und Franz Obertaler an der Klarinette werden musizieren, Damen und Herren, und es wird wunderschön. Gehen Sie morgen unbedingt in die Hofgasse 26. Ab 20 Uhr gibt's dort wunderschöne Musik, Szene Wien. Nächsten Donnerstag eine weitere Ausgabe von dieser Sendung, Musik aus Österreich, 14 bis 15 Uhr. Die Graszackeln sagen Danke und wir spielen noch ein Liedchen von euch. Wir schmeißen die Menschen hinaus mit. Was schlagt's vor? Was schlagen wir denn vor? Naja, vielleicht in mein Dorf, weil wir ja aus Dresden sind. Ja, eben, dann singen wir doch über dort, wo's her seid. Danke und schön, dass du da warst. Danke. Dir. Ciao, Baba. In mein Dorf, in mein Ort, Privatsphäre ein Fremdwort. Ganz egal, was du mal ringst, du triffst immer an den's kennst. Heimlich busseln und fremdgehen, kann bei uns in die Hosen gehen, weil's auch jeder gleich erfährt. In mein Dorf, in mein Ort. Selbst der Kirchenwirt ums Eck ist kein gutes Versteck. Egal im Haus oder im Wald, ja, sie wissen's alle bald, was du machst und was du denkst, was du isst und was du trinkst. Rauchst da heimlich an Chick, ja, das kriegt auch jeder mit. In mein Dorf, in mein Ort, Privatsphäre ein Fremdwort. Ganz egal, was du mal rennst, du triffst immer an den's kennst. Heimlich busseln und fremdgehen, kann bei uns in die Hosen gehen, weil's auch jeder gleich erfährt. In mein Dorf, in mein Ort. Gestritten mit dein Schatz, in der Nacht am Kirchenplatz, kannst da ziemlich sicher sein. Orange 94.0, das Freiradio in Wien.